unserem Interview haben wir die warme Jacke angezogen und sind raus in den Schnee getrieben. Dort haben wir uns über Edwin Egeter seine Doktorarbeit unterhalten. Weil es spannend war, bringe ich es als Bonus-Episode raus. Der Ton ist halt schneesturmmässig und wir kommen manchmal ein bisschen ausser Atem und sogar mal vom Weg ab. Aber wenn du dich für Themen interessierst wie die Identitätstheorie, die Frage, ob das Bewusstsein eine Illusion kann sein, die Limitationen von bildgebenden Verfahren bei der Erforschung vom Bewusstsein, aber auch der praktische Nutzen von dieser Arbeit und was der Edwin überhaupt motiviert hat, sie zu schreiben, dann musst du jetzt unbedingt weiterhören. Es hat übrigens wie immer Kapitelmarker, falls nicht alles am Stück hören. Willkommen zu einer Bonus-Episode von Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Toll. Ich kann das vielleicht zeigen. Es gibt einen Weg, dann gehen wir da so links und oben durch. Den ersten Teil müssen wir der Straße nach, aber da hat es fast nie Auto. Aha. Und dann kommt man so einen runter. Ja, ich glaube, das können wir probieren. Also, da geht es jetzt. Davor ist Stegersheim und da haben wir so schön oben durch. Und dann kommt man dort einen runter. Das ist ein wunderschöner Weg. Aber ich bin jetzt auch nicht sicher, ob es in diesem Wetter geht. Nur, das ist einer der schönsten Wege, wo man eben auch nicht so aus der Straße nach. Wo geht der weg? Eher weiter oben noch? Das ist dort oben, geht er rechts rüber und dann ist es dort. Ah, ja. Aber du kannst jederzeit sagen, nein, das ist mir zu gehen, oder so. Nein. Aber es ist ein Spaziergang. Also. Es ist nicht... es ist... was hat man da? 3/4 Stunde. Bis wir zurück sind. Nicht einmal eine halbe Stunde. Ja, dann müssen wir jetzt mal noch über deine Diss reden. Gerne. Deine Diss war über den Qualia-Begriff, Phänomenologie und was? Emotions- und Geisteszustand? Emotions- und Bewusstseinstheorien. Aber ich hätte vielleicht einen anderen Titel geben. Ich weiss zwar heute noch nicht, wie frei man eigentlich ist bei einem diesen Titel. Ja, der Titel war ja «Phänomenale Adäquatheit und Irreduzibilität des Bewusstseins. Punkt. Eine Revision des Qualia-Begriffs». Genau. Und der Qualia-Begriff ist... Qualia sind die Objekte, die man im Geist erlebt. Ja, Qualia, das ist die Diskussion von der neueren Philosophie des Geistes, wo es auch so um das Körper-Geist-Problem und um die Frage geht, ob man das Bewusstsein kann reduzieren auf einer physischen Basis. Dort sind die Qualia so ein Streitpunkt oder auch ein Argument von gewissen Leuten, die finden, man kann es nicht reduzieren. Und ich habe das aber nur gebraucht, um das Problem eigentlich noch zu vergrössern. Also bewusst, oder? Hast du bewusst? Ja. Ja. Also wir können so sagen, es gibt ja sowieso Ligas. Und ich bin bei dieser Liga, die bei den Antireduktionisten ist. Ja. Also bei denen, die sagen, hey, also was ihr da macht, geht einfach nicht ganz auf. Also Antireduktionisten sind die sagen, es kann nicht sein, dass Bewusstsein nur eine Ursache im Hirn ist, oder was? Die Ursache vielleicht schon, aber es gibt deren, und die gehen so weit, weil es eben nicht aufgeht. Also der Dennett zum Beispiel, der ist so weit gegangen. Der Daniel Dennett, ja. Er hat sich ja apokalyptischer Reiter noch genannt, mit 2 anderen. Das hast du vielleicht auch mal gehört. Mit dem Sam Harris und dem... Ich glaube, der Dennett, nachher der Dawkins. Und der Harris. Sind und wer noch? Der Sam Harris. Ich weiss jetzt gar nicht, der dritte ist der dritte Harris. Ja, einfach fast schon fundamentalistisch wieder. Wo sind wir gewesen? Ja, eben der hat... Aha, genau, die sagen, also der sagt jetzt zum Beispiel, aber auch noch viele andere, die gehen von einer sogenannten Identitätstheorie aus. Die sagen, alles, was wir erleben, oder das Bewusstsein als solches, ist vollkommen identisch mit einem Hirnstrom oder mit einem hirnphysiologischen Vorgang, mit einem Neuronenfeuer, vereinfacht gesagt. Und weil es vollkommen identisch ist es für sie auch so, dass es mit dem schon erklärt ist, das Phänomen.
Also zum Beispiel kannst du dann sagen, oder sie würden dann sagen, dass das Bewusstsein kann erklärt werden, wobei das ist ja nicht einmal auf dieser Ebene erklärt, neurophysiologisch müsste man vielleicht das Bewusstsein als solches, das haben wir eigentlich in dem Sinn noch nie ein Korrelat gefunden. Aber man könnte zum Beispiel sagen, der Schmerz, das ist ein einfacher, dort findest du wirklich Hirnströme, oder? Ja. Der würde dann sagen, wenn wir die und die neurophysiologischen Muster, die und die Entladungen von von Neuronen, weißt, einfach die Informationsweitergabemuster hat, dann hat man auch den Schmerz erklärt. Ja. Das ist eine Sache. Aber sie gehen ja so weit, dass sie dann auch sagen, dass das Bewusstsein als solches auf das reduziert ist. Und Also was heisst denn als solches auf das reduziert? bewusste Erleben als Ganzes, dass es ist ja ein Fakt, dass du dich da als etwas erlebst, was erlebt. Das klingt so blöd. Genau. Aber das ist da das Fledermaus-Ding, oder? How it is to be a bat. Also es fühlt sich irgendwie auf eine Art an, eine Fledermaus zu sein. Wir wissen nicht wie, aber... ja, also der hat mit dem «How is it like to be a vet?» mit dem hat er ja ein Argument geliefert, dass der neurophysiologische Zugang bzw. die neurophysiologische Erfassung uns noch keinen Zugang zum Erleben gibt. Weil wir wissen ja nicht, wie eine Fledermaus die Ultraschall... Ja, Ultraschall ist es, glaube ich. Ja. Oder Schall, ja. Das Echolot tatsächlich erlebt, phänomenal erlebt. Und da könnte man auch von Qualia reden. Also Qualia, aber dann müssen wir vielleicht noch warten mit dem Qualia-Begriff. Zuerst noch zum Zurückkommen auf die Idee-Nicht-Behauptung. Müssen wir vielleicht auf dieser Ebene bleiben. Und er sagt, du kannst alles wissen, was bei einer Fledermaus vorgeht, wenn sie erlebt, oder? Neurophysiologisch. Ja. Aber mit dem weisst du noch nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Und das ist natürlich auch ein provokativer Titel, oder? «How is it like to be a bat?» Aber mit dem zeigt er eigentlich auf eine markante Art und Weise auf, Klammern, weil es ja wirklich schwierig vorstellbar ist, wie eine Fledermaus erlebt, Ja. dass man auf einer empirischen Ebene oder auf einer, man redet auch von einer sogenannten dritten Personsperspektive. Und das Gegenteil wäre erste Person, die Ich-Perspektive, die Subjektivperspektive. Dass wenn man nur die sogenannte Objektivperspektive hat, also zum Beispiel, wenn man jetzt genau wüsste, wie so ein Fledermaushirn funktioniert, was wo führt, wo welche chemischen Vorgänge stattfinden, hast du immer noch ein Erlebnis, Ja. Subjektive. Das ist so ein Argument. Aber das ist wie nochmal eine andere Baustelle. Dieses ist eben so, dass du kannst ja, eigentlich kann ja niemand lügen, dass er oder sie erlebt. Und kann niemand lügen, dass er oder sie Bewusstsein hat. Und der Daniel geht eben so weit, weil er ja sagt, es existiert nur der materielle Prozess, also der neurophysiologische Prozess. Und mehr gibt es nicht. Und es ist identisch, dass er sogar sagt, Bewusstsein sei eine Illusion. Aber das ist ja das Aber der Einzige, Witz was ist- keine Illusion kann sein, oder? Genau! Du bist super. Das ist das, was ich dann auch geschrieben habe. Ich habe gesagt, schau, ja, selbst wenn es eine Illusion ist, dann erlebst du ja mindestens die Oh, Illusion. Achtung, Postauto. Oh, aber du kannst schon auf die Seite. Kommen wir da ein bisschen rüber. Nachher, darum ist es nicht so gut auf der Straße. Also ich meine, selbst wenn alles eine Täuschung ist, irgendjemand erlebt ja eine Täuschung. Also Ja, ich meine, genau. das ist völlig ein Witz. Aber der geht wirklich so weit und sagt, Also selbst wenn wir in einer Simulation wären, aha, das Bewusstsein ist das Einzige, was ich wissen kann. genau, das finde ich aber auch. Das ist ja auch ein bisschen so ein Descartes-Argument. In einem gewissen Sinn. Aber ich weiss auch nicht, wie... Aber du musst ja das behaupten, wenn du sagst, es gibt nur objektive Vorgänge, es gibt nur materielle Prozesse. Und das ist eigentlich auch spannend an dieser Diskussion. Schau, jetzt kommen wir da durch. Es tönt so technisch, aber vielleicht ist es zu tief. Was meinst du, wie ist es? Ja, geht. Ist, glaube ich, verfadet.
Ist gefadet, oder? Ja. Oder irgendwann Nur mal auf Gerät gefadet. schauen. Das ist eigentlich spannend an dieser Dis. Weißt, es klingt so technisch, aber es geht eigentlich um fundamentale Fragen von unserem Dasein. Und zwar könnte man vereinfacht sagen, ich habe dann, ja, wo könnte ich jetzt da anfangen? Könnte man vereinfacht sagen, es gibt in unserem Dasein auch eine subjektive Dimension. Egal wie du die ausleihst. Aber das kannst du nicht bestreiten. Es gibt eine subjektive Dimension. Ja, also aber die Frage ist doch eigentlich, gibt es eine objektive? Ja, genau. Das bist natürlich näher bei mir. Aber es gibt ja deren, die subjektiv ablehnen. Und alles wollen auf objektive Prozesse reduzieren. Und die meinen dann... Aber die nehmen es ja auch subjektiv wahr. Ja, das sehen sie schon nicht mehr. Das ist so eine verblendete Art von Wissenschaftlichkeit. Die meinen dann noch, das sei wissenschaftlich. Du bist ja eigentlich fast schon ideologisch. Also ich finde auch, das, was jetzt du sagst, könnte man eher sagen, das wäre eigentlich ein sogenannter Idealismus. Also ontologischer Idealismus. So, jetzt sind wir aber im Schneesturm. Ja, genau. Und du könntest ja sagen, alles zusammen existiert nur im Bewusstsein, auch das, was wir als materiell erleben. Das geht, oder? Ja. Das wäre ein immaterieller Idealismus. Ich meine, das müsste ja dann immer noch nicht heissen, dass das Bewusstsein die Grundsubstanz vor allem ist. Also es könnte ja gleich eine materielle Welt geben. Ja, das wäre dann aber nicht mehr der monistische Aber ich meine, über das muss ja noch nichts aussagen. Über das müsste es ja noch nichts aussagen, oder? Also wenn ich sage, das Bewusstsein Ja. ist eigentlich immer subjektiv. Klar, ich kann dir mitteilen, was ich jetzt gerade wahrnehme. Ja. Schnee im Gesicht und Wind und so. Aber wie sich das anfühlt, du kannst noch irgendwie einen Computertomograph nehmen und schauen, was in meinem Hirn abgeht. Aber wie sich es anfühlt, weißt du gleich nur, wenn du selber fühlst, oder? Genau. Das ist, glaube ich, das sogenannte epistemische Argument. Das heisst, Aber dass es draussen, dass es eine Welt gibt und Schnee gibt, oder ob es jetzt nur mein Bewusstsein gibt und in meinem Bewusstsein ist das alles simuliert, das ist damit noch nicht irgendwie... Nein, aber das sagt ja auch niemand. Ja. Und ich bin auch nie so weit gegangen. Ja doch, es gibt doch so... Aha. Es gibt im Buddhismus gibt's dann schon so Schulen, so Aha. Madhyamika, wo... Madhyamika? Oder Yogacara, glaube ich. Ja, Yogacara, wo irgendwie sagt, es gibt eigentlich nur Geist. oder? Nur Geistschule heisst die, glaube ich. Ja. Ja. Ja, das ist wie nochmal eine andere Frage. Das ist ja etwas, was du eigentlich gar nie kannst feststellen kannst. Das ist ja so die Matrix-Idee. Auf eine Art. Du kannst ja gar nie aus dem raus. Aber der Witz ist, die gegenteilige Behauptung gibt es eben auch. Das nennt sich monistischer Materialismus. Die sagen, im Universum gibt es nur materielle Vorgänge und Bewusstsein ist eine Illusion. Oder ich weiss nicht, wie die das... Ja, aber schließt sich, da bin ich jetzt wieder bei dem, was wir im Podcastgespräch besprochen haben. Wieder schließt sich das dann gegenseitig aus? Es gibt... Also er kann dann nicht etwas materielle Ursachen haben und trotzdem subjektiv Ja, genau. sein. Das war ja meine Position. Es gibt auch noch... Siehst, ich hätte vielleicht deine Diss müssen lassen. Aha, es gibt auch den sogenannten neutralen Monismus. Dort sagst du, der Spinoza zum Beispiel, etwas in diese Richtung vertreten. Der hat gesagt, dass Materie und Geist, vereinfacht gesagt, dir kannst du vorstellen, wie zwei Seiten von der gleichen Münze. Aha. Er ist, glaube ich, von einer unendlichen Substanz ausgegangen. Eine Substanz, die er Gott genannt hat, die unendlich viele Dimensionen oder Aspekte hat. Und zwei von diesen Aspekten können wir wahrnehmen. Das ist Materie und Geist. Dix oder Geist. Und beides kommt aus dem Gleichen. Etwas, was hinter dem Materiellen und Geistigen ist, hervor. Wir erleben einfach die zwei Seiten. Und dann hast du nicht den Dualismus. Und dann gibt es ja noch den Dualismus, der sagt, es gibt Geistiges und es gibt Physisches. Und dann hast du aber das Problem, wie das interagiert. Oder? Die sagen, es gibt einen unabhängigen Geist und unabhängige materielle Prozesse.
Und dann hast du das Problem, ja, wie kann denn der Geist den Körper steuern und wo ist da die Verbindung? Aha. Und der Descartes hat, glaube ich, Typophysen oder was, Krebs als Verbindungspunkt gehabt. Und das ist natürlich extrem spekulativ und auch ein bisschen schwierig nachzuweisen. Ja. Und auch nicht so einleuchtend, oder? Aber wie du sagst, es braucht die ausschliessenden Ontologien gar nicht. Und es muss sich auch nicht ausschliessen. Aber je nach Philosophie, die jemand vertritt, schließt er eben die andere, ich sage jetzt nicht Ontologie aus. Also, Ja. Also weißt, ich habe wenn du die Satipatthana Sutta anschaust, dann ist ja, nein, nicht Satipatthana Sutta, aber so die Stufen von The Progress of Insight nach dem Mahasi Sayadaw, wo es so verschiedene Stufen gibt. Und eine der frühen Stufen ist, du kannst unterscheiden zwischen Körper und Geist. Zwischen körperlichen Phänomenen und Geist. Und das ist von ihm selber geschrieben und baut auf den Satipatthana Sutta? Ja, er sagt, ich weiß nicht genau, aus welchen Dingen das sich ableitet. Ich denke, es ist sicher im Visuddhimagga schon drin. Mhm. Aber dort habe ich eben nicht immer gedacht, ja, aber was ist denn der... Also, ich meine, klar kann ich sagen, das ist ein körperlicher Vorgang und ich spüre es. Aber wo spüre ich? Ich spüre es so im Geist. Ja, genau, absolut. Ja, du bist auch eher ein Monist, wahrscheinlich. In dem Fall, Oder jemand, der das... Ja, es ist ja eigentlich auch viel einleuchtender. Also der Dualismus ist nicht einleuchtend. Und der Monismus, finde ich, der materielle Monismus, ist ja ganz komisch. Also das ist der eben sagt, es gibt nur materielle Prozesse. Und jegliche Art von Subjektivität ist irgendwie eine Illusion, aber kann sie eigentlich gar nicht geben. Wenn es nur materielle Prozesse gibt, gibt es ja nichts Geistiges und insofern auch kein Erlebnis. Aber was sagst denn du das geht gar nicht. Zu diesen neuen Durchbrüchen, die man zum Beispiel jetzt in den letzten 1, 2, 3 Jahren gemacht hat, mit bildgebenden Verfahren, wo man jetzt mittlerweile so weit ist, dass wirklich anhand von Hirnstrom und Durchblutungsmessungen kannst feststellen, an was für ein Bild dass jemand denkt, dass ein Computer kann das nachzeichnen zum Teil. Also gut, einerseits wird das auch ein bisschen übertrieben, das ist ja noch sehr marginal, vielleicht so ein paar geometrische Formen und so. Aber nein, ich glaube im Fall schon, Häuser und Bäume und also, das ist glaube ich schon recht krass. Aber ja. Es gibt eben verschiedene Behauptungen. Ja. Die einen sagen, es werde massiv übertrieben, es ging dort auch um Geld. Und andere sind da sehr begeistert, was es da für Fortschritte gibt und glauben schon, dass man bald Gedanken lesen kann und so. Und ich finde, für diese Diskussion ist das eigentlich gar nicht relevant, weil ich bestreite ja gar nicht, dass jedes Erlebnis, das wir erleben, auch ein neurophysiologisches sogenanntes Korrelat hat. Okay. Aber der Witz ist, Korrelat bedeutet nicht Identität. Das war nur mein Punkt. Identität mit was? Ja, Identität, wenn jetzt so ein sogenannter Reduktionist kommt und sagt, was jetzt du da erlebst, das ist nichts als ein Hirnstrom. Da hat er irgendwo eine Verblendung. Was ist denn deine, wenn man jetzt ein Bild nimmt, dann gibt es ja noch das Bild, das sagt, ja, das Bewusstsein könnte auch so etwas sein, wie so eine Radiowelle, die irgendwie in der Luft ist und irgendwie ein Hirn oder irgendetwas ist wie quasi ein Sender. Ja, das habe ich auch schon gehört. Wo das quasi empfängt und quasi kann sichtbar machen oder ummünzen oder... Das wäre dann aber schon eine dualistische Vorstellung. Weißt du, also vielleicht wie oft. Grundsätzlich. Du hast da noch einen Weg, mir kommt der Schnee. Ja, ich bin wieder gerade unten. Oh, tut mir leid. Das ist schon gut. Aber es ist schön, gell? Es ist mega schön, aber es ist echt Schnee. Ja, nachher kommt wieder eine Straße. Okay. Gerade da vorne kommt ein Bauernhaus. Das ist extrem schön. Also einerseits bin ich agnostisch und andererseits... Ach, da komme ich schnaufen. Der Schnee ist tief, gell? Ja, ist tief. Agnostisch... Warte, jetzt da hat es da mehr. Oh, da müssen wir aufpassen, wo wir laufen. Also bei so viel Schnee bin ich auch noch nie durch. Aber da vorne kommt gerade die Straße. Weißt du, der Witz ist ja, wenn du nicht Dualist bist. Ich sage ja nicht, also jetzt zum Beispiel das mit dem Sender und Empfänger, das kann ich mir alles vorstellen, aber woher will ich das wissen? Ja. Oder? Aber was ich kann sagen ist, du kannst doch nicht sagen,
dass der sogenannte Hirnstrom oder was auch immer für Vorgänge, die wir auch messen können, absolut identisch ist mit dem, was wir subjektiv erleben. Das ist ein Kategorienfehler. Ja. Ja, aber das wird Das ist ja gemacht. wie wenn du sagen, irgendwie Schrift und der Gedanke, wenn du es liest, ist es das Gleiche. Ah, super, genau. Das ist eine ganz gute Analogie. Oder es gibt auch die Analogie, das ist eigentlich gegen einen sogenannten Scientismus das Argument, oder? Dass man nicht alles... Jetzt ist es glaube da ich unten? noch weg. Ist es da unten? Nein, ist nicht da unten. Ist nicht da unten. Aber das ist glaube ich, nur Schnee vom Weg. Oh, pass auf! Oh, soll ich aufheben? Nein, ich komm wieder rauf. Komisch. Aber es hat ausgesehen, wie der Weg da unten wäre. Da Aber vorne kommt es, gell? Ah. Wow. Oh. Also so habe ich es noch nie erlebt. Das ist toll. Ja, genau, das Argument gibt es auch, weißt? Man sagt ja, es gibt so einen sogenannten scientistischen Reduktionismus. Aha. Und das ist die Idee, wir können das ganze Universum mit harten empirischen Erklärungen erklären und auch erfassen. Und dann kommst du zum Beispiel auch wieder mit einem Kunstwerk. Kannst auch ein Bild oder so, wenn du genau jeden Pixel analysierst oder die Farbzusammensetzung, dann hast du noch nicht das Kunstwerk erfasst. Oder das, was du sagst mit dem Text. Wenn du da Tinten und alles, das ist nicht der Inhalt. ja. Es geht eigentlich alles auf eine ähnliche Argumentationsschiene. Und genau so kannst doch du nicht. Weil, stell dir jetzt vor, da gibt es irgendein Neuron für. Das kann noch so komplex sein. Aber warum erzeugt das überhaupt das Erleben, kannst du fragen. Oder es geht mindestens mit dem Erleben einher. Ja. Also weißt, du musst noch keine Prämisse haben. Du, jetzt sind wir dann langsam auf Hüfthöhe Ich glaube, mit dem wir sind Schnee. gleich am falschen Ort. Aber schau, da unten, die Tunnelwerte, da kommt jetzt wirklich... Oh, es tut mir leid. Schau, da kommt die Straße. Oh, die Scheibe. Hey, kommt gut. Nein, das ist schon die Straße. Das sind die Verwehungen. Und dort geht es auf das Einfamilienhaus. He? Schau, jetzt kommt es gut. Und wo kommt dann jetzt der Qualia-Begriff rein, der revidierte? Oh, ja. Ja, warte. Hei. Also der Qualia-Begriff, der wird eben viel zu eng gesehen. Und dort gibt es eben den Qualia-Begriff, oder Qualia selber. Oh, komm ich dort. Werden oft als Argument angeführt, dass die reduktionistische Erklärung vom Geist, grob gesagt, nicht aufgeht. Und da wird zum Beispiel, als Qualia wird zum Beispiel eine rote Erfahrung bezeichnet. Und ich habe den erweitert. Und zwar aus folgendem Grund. Sehr oft wird in der Diskussion einfach nur auf ganz wenige sogenannte Qualia Bezug genommen, zum Beispiel die rote Erfahrung. Und dann wird gesagt, und ich habe sogar einen Neurophysiologe aufgeführt, der farbenblind war. Der hat alles gewusst über die Farbwahrnehmung. Hat es wirklich gegeben, aber er hat nicht gewusst, wie rot ist. Das ist eigentlich wieder ein analoges Argument wie das mit der Fledermaus. Sogenannte epistemische Argument. Das heisst, es bedeutet, wenn du neurophysiologisch alles weißt, was passiert, wenn jemand rot erfährt, aber dann immer noch nicht weiss, was eine rote Erfahrung ist das ein Argument, dass eine rote Erfahrung mehr muss sein als nur der neurophysiologische Prozess. Oder? Aber er hat dann ja offensichtlich nicht, er weiss nur, wie er ist. Wer jetzt? Der Farbenblindung. Aber ist ein Argument gegen Reduktionismus. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, es ist ähnlich wie mit der Fledermaus. Du kannst alles wissen über die Farbwahrnehmung. Wenn du rote mal nie wahrgenommen hast, findest du es nicht raus mit neurophysiologischen Prozessen. Ja. Und aus dem heraus wird geschlossen, dass eine rote Erfahrung ontologisch mehr muss sein als nur der Prozess.
Und ontologisch heisst? Ontologisch von dem her gesehen, wo existiert. Ja. Und das heisst, glaube ich, Sein oder so. Und Ontologie, Lehre vom Sein. Und das brauchst du als Adjektiv, wenn es um die Frage von der Existenz von etwas geht. Ja, ich wüsste jetzt kein besseres Adjektiv. Mehr für die Zuhörenden gewesen. Ja, aha, Entschuldigung, ist das gut erklärt? Ja, ich glaube. Ja, wüsstest du das besseres Adjektiv? Nein. Das ist manchmal blöd mit diesen Fachbegriffen. Aber ja, man könnte sagen, das Argument ist eigentlich ein Beweis dafür, dass wenn du alles weisst, auf einer physiologischen, materiellen Ebene, von einer Erfahrung, die jetzt so einfach ist wie eine Roterfahrung, und doch nicht weisst, was eine Roterfahrung ist, dann muss doch so eine subjektive Roterfahrung mehr sein als die zugrunde liegenden neurophysiologischen Prozesse. Und mit dem sagst du nicht, dass man nicht herausfinden kann, was bei jemandem für neurophysiologische Prozesse vorhanden sind, wenn er rot erfährt. Darum ist das Argument, das du vorher weißt, dass man immer mehr herausfindet mit so Scanner, ist eigentlich ein Nebenschauplatz. Ja. Weil ein Argument ist eben gerade, dass man sogar alles wissen kann über das Hirn und trotzdem keinen Zugang zum Bewusstsein hat oder zum subjektiven Erleben. Und verstehst du, was ich meine? Ja. Ich frage mich jetzt nur. Nachher hast du gesagt, du hast den Qualia-Begriff revidiert. Ich habe ihn dann erweitert, weil es hat dann der gegeben. Es gibt immer so Schlaumeier, die haben dann gesehen, so wie Churchland und so, die haben dann gesehen, ja, da haben wir wirklich ein Problem mit diesen Qualia. Wir haben da keinen Zugang. Und dann haben sie gesagt, ja, das sind nur so marginale Erscheinungen, die kann man auf die Seite lassen. Das machen sie noch jemanden, oder so. Ja. Anomalie-Thesen. Dann können wir sie auf die Seite lassen, den Rest können wir aber erklären und so. Und ich habe dann den Qualia-Begriff eigentlich erweitert. Und darum habe ich auch Emotionstheorien gebraucht. Weil Körpererfahrungen gelten eigentlich noch als Qualia. Und ich habe dann so körperbasierte Emotionstheorien noch in die Dis genommen. Und Emotionstheorie generell. Und dann dafür argumentiert, dass eigentlich Emotionen auch als Qualia verstanden werden können. Und nachher habe ich noch so Theorien über, das finde ich auch sonst interessant, über emotive Formen von Denken drin verwoben. Weil der Witz ist... Was ist emotiv? Ja, zum Beispiel der Xiompi von Bern, das ist ein Psychologe, der hat sogenannte Affektlogiken festgestellt bei unserem Denken. Es gibt eine Wutlogik, eine Trauerlogik, Freudlogik. Und er hat gesagt, dass das Denken sehr oft auf einer Basis, oder vielleicht sogar immer, von einer Emotion funktioniert. Und dann gibt es auch einen amerikanischen Philosophen. Das ist noch interessant. Ja, das ist total spannend. Weil da bist du dann wieder irgendwie noch recht nah bei den Vedana, bei den Gefühlstönungen aus dem Buddhismus. Ja, oder? genau, darum habe ich das vielleicht auch noch reingenommen. Und es war auch noch spannend, um dann zu begründen, warum sogar Gedanken, das ist jetzt nur als Klammern, letztlich auch als Qualia verstanden werden. Und dann können meine Gegner, die ich ja hatte, nicht mehr sagen, das ist nur marginal. Das war eigentlich so das Grundargument, oder eines der Grundargumente. Und bei diesen emotiven Formen von Denken, der Stocker, genau hat er geheissen. Ich glaube, der hat auch von Emotional Thoughts geredet. Und als Beispiel hat er aufgeführt, dass wenn du Flugangst hast und in einem Flugzeug bist, dass, ist überhaupt noch so zurück oder so? Ja, so geht es zurück. Das ist gut, ja. Das ist schön da oben. Das ist sehr schön, ja. Wahnsinnig schön. Dann hat er gesagt, du hockst ins Flugzeug und du hast die Angst, die eigentlich eine Emotion ist. Aber, ja, cool. Mit Blitz. Aha, genau. Mit dem Flugzeug bin ich, gell? Ja. Stocker. Bei der Angst, Flugangst? Ja, genau, das ist wirklich spannend. Er hat gesagt, weißt du, du hockst in ein Flugzeug und hast die Emotion eigentlich von der Angst. Aber der Witz ist, dass du nachher so ein sogenanntes
emotionales Denken, emotiv so hast, dass du alles im Licht von dieser Angst interpretierst. Du hörst es rattern im Triebwerk, denkst, oh, hoffentlich ist es nicht kaputt. Dann hast du das Gefühl, die Hostess sei völlig unter Druck und hat ein ängstliches Gesicht. Du tust alles im Licht von dieser Angst interpretieren. Und er hat jetzt einfach das Beispiel genommen. Der Jompi von Bern, der hat alle Arten von Affektlogiken, wie er sie nennt, aufzählt mit Beispielen aus der Literatur, dass wenn du freudig bist, dass du die Bäume schöner erlebst und das Leben und die Gegend und die Menschen sind dir sympathisch. Das spricht für die buddhistische Dankbarkeitspraxis zum Beispiel, oder? Ja. Oder auch für, gibt es nicht im Buddhismus auch? Oder Mudita, also Mitfreude. Ja. Und gibt es nicht auch so etwas wie das mit diesen Färbungen im Buddhismus? Ja, eben Gefühlstönungen, Vedana, oder? Ja. Also, oder meinst du noch etwas anderes? Ja, warte jetzt mal. So die Interpretation in einem bestimmten Licht. He? Ja, ich meine, du hast natürlich Geisteszustände und die haben schon einen Einfluss darauf. Im Sankhya gibt es die 3 Gunas, oder in der indischen Philosophie. Das finde ich auch noch spannend. Die 3, weißt, sind so wie Qualitäten, die das Bewusstsein hat. Gut, Samkhya, wenn wir die Klammern machen wir jetzt glaube ich nicht das wäre ja wieder hart dualistisch, aber oder? Es geht, ja genau, die sind wieder recht dualistisch. Obwohl, nachher hat sich glaube ich auch wieder... Ja, die sind ja dann... das ist ein anderes Thema. Da gibt es auch irgendeine so Verschiebungen dann wieder im Laufe der Zeit. Aber das ist auch nicht so relevant. Ich finde, was man im Alltag feststellen kann, ist, und das ist ja auch Psychologie, dass je nach Zustand, den du hast, das ist ja Konstruktivismus eigentlich, auch, nimmst du die Welt so anders wahr. Und je nach Gefühlstönung tust du dann auch anders denken. Ja. Und ich habe es dort einfach reingebracht, weil es ein Argument mehr ist, dass auch, du kannst Gedanken gar nicht so klar von Emotionen trennen. Und wenn es nicht so klar kannst von Emotionen trennen, beziehungsweise wenn das zusammenhängt oft, dann haben Gedanken auch so einen qualitativen Aspekt. Und dann gehört es auch zu Qualia. Das hat zwar die Professorin übertrieben gefunden, das mit dem Gefühl hat sie noch gut gefunden. Aber ich habe ja einfach mit dem den Qualia-Begriff aufgemacht und indem ich den Qualia-Begriff aufgemacht habe, habe ich versucht, ein Gewicht zu geben im Skeptizismus gegenüber vom Reduktionismus für Qualia als Problem darstellen. Ja. Das ist so die Grundstruktur. Und hat jetzt irgendwie einen praktischen Nutzen? Also weißt du so? Nein, das ist immer eine Killerfrage, wenn es um akademische Sachen geht. Aber ich finde schon. Also, ich weiss, was du hilft meinst. es dir, etwas zu analysieren? Oder hilft es dir irgendwie in der Meditation sogar? Oder hilft es dir besser, durchs Leben zu gehen? Oder? Ja, ich finde, es hat eigentlich, die ganze Diskussion hat schon eine praktische Relevanz. Und ich meine, das Bewusstsein als solches, was gibt es Basaleres? Und auch für die ganze... also ich meine, das hat mich schon immer fasziniert, das Thema. Ajahn Abhinanda, übrigens auch vom Dhammapala. Ja. Interessiert sich sehr für Bewusstsein. Und ich glaube, es ist insofern relevant. Ich habe ja wie... Aber das müssen wir wieder darauf aufbauen. Ich habe wie... Oder du könntest auch sagen, die Gesinnungsweisen haben eine Relevanz, wie wir die Welt wahrnehmen. Ja. Zum Beispiel könnte man sagen, weil ich ja die Subjektivität stark gemacht habe, argumentiere ich eigentlich gegen die Verobjektivierung von unserer Umwelt. Und insofern könntest du auch sagen, es ist auch gegen eine Verobjektivierung zum Beispiel von den Tieren. Wenn du den Tieren ein Innenleben zusprichst und nicht nur sagst, das sind einfach nur irgendwelche physiologische Vorgänge, die da rumlaufen, irgendwelche Maschinen, Ja. dann nachher behandelst du sie auch anders. Ja. Aber ich meine, also praktisch dich selber nicht, oder? Aber ich finde, das Thema hat schon eine praktische Relevanz. Und wenn du dich mit dem auseinandergesetzt hast und gute Gründe kannst liefern, oder wenn Leute auch gute Gründe haben und wissen, die gegen so eine Reduzierung von unserem Dasein sind, finde ich, ist das
ist das grundsätzlich sehr relevant, weil's was passiert, wenn du die Umwelt und Menschen reduzierst? Dann behandelst du sie doch ganz anders. Eher ausbeuterisch, oder? Wenn du jemandem kein Innenleben zusprichst. Ja. Also insofern jetzt vielleicht schon praktisch, aber das ist natürlich immer... Ja. Ich habe es einfach auch faszinierend gefunden, weil es eigentlich eine Thematik ist, die in der Konsequenz die Philosophie sprengt. Oder auch überhaupt unsere Erkenntnismöglichkeiten sprengt. Und das finde ich aber immer spannend. Ja. Etwas, was an der Grenze von unserem Erkennen kratzt, könnte man sagen. Und was hat dich dann motiviert, überhaupt zu doktorieren? Ja, ich glaube schon. Ich hätte auch noch fast ich habe noch bei Michael von Brück auch ich habe, glaube 3 Projekte eingegeben. Eins über Mystikforschung, eins über Meditation und Bewusstsein beim Michael von Brück, den du vielleicht kennst. Und dann das 3. bei meiner Professorin. Und da hat sich irgendwie so entwickelt, dass ich auf die Philosophie, das sind zum Teil auch praktische Gründe gewesen. Aber ich würde sagen, der Grund war, Den Abend. das ist gut, den Abend. Es ist, das Studium als solches ist einfach extrem ring gelaufen und du hast ja dann einen gewissen Erfolg und dann willst du auf dem aufbauen. Aha. Ich habe ja noch nicht gewusst, wie ich dann beruflich weitergehe. Ja. Und es hat dann ein kurzes Nationalfondsprojekt daraus gegeben in der ersten Phase und nachher auch bei der Publikation. Und dann gehst du manchmal auch in eine Richtung, wo findest, hey, da kann ich mich entfalten, da ist auch etwas, was mich interessiert, das ist auch ein Thema, das relevant ist. Und ich habe auch noch ein Projekt, wo ich das vielleicht auch ein bisschen allgemein zugänglicher noch ein Buch daraus machen will. Ja. Und im Zusammenhang mit der Meditation finde ich eben die Bewusstseinsthematik auch sehr relevant. Ja, es ist super spannend. Ja, aber jetzt so einen direkten Grund, jetzt so 1:1. Ja, schon. Das, natürlich, ein Grund ist natürlich auch, es hat mir einfach Freude gemacht und es hat mich inspiriert. Und du gewöhnst ja aus dem heraus Tools. Ja, genau. Ja. Ja, ich meine, es ist also, Freude ist Grund genug. Ja, oder auch der Erkenntnis. Aber es ist ja doch noch ein härter. Drang. Ich meine, wie viele Seiten hat deine Dies? Irgendwie 500 oder so? Nein, nur 300. Ich 300, nicht mehr dürfen. Also im A5 sind es 150, glaube ich, oder so. Oder 200. Die Professorin hat zum Glück mich gebremst. Sie hat gesagt, nicht mehr als 150. Da habe ich 200 gehabt, ist noch gegangen. Und das kennt sie ja. Ich mache immer zu viel. Und es hat 1910 Fußnoten oder so. Aber und ich hatte 9 Jahre daran, habe das berufsbegleitend auch noch gemacht, nachher in einer späteren Phase. Und es war eigentlich nicht her. Es ist wirklich, es hat mich sehr... Für mich ist es ein bisschen wie auch eine Meditation, könnte man sagen. Ja. Wie so ein... eine sehr inspirierende Tätigkeit. Und einfach... ich denke, wenn du so eine Arbeit schreibst, geht es dir ja auch noch darum, um Erkenntnis. Du willst einfach Erkenntnis gewinnen. Ja. Und es gibt sicher auch der rein pragmatisch so etwas möchte, oder? Aber ich bin eigentlich im Studium immer so auf Erkenntnisgewinn aus gewesen. Und wie gesagt, das klingt alles so technisch. Aber wenn du überlegst, also ich meine, die Frage, was ist eigentlich Bewusstsein? Was sind wir eigentlich, könntest du ja fragen. Ja. Jetzt nicht nur körperlich gesehen. Die finde ich ist hochrelevant. Und dann
akademischen Welt bist du halt ein bisschen eingegangen. Innerhalb von sagen wir, gewissen Regeln und so, was sie aber auch wieder spannend macht. Ja. Was haltest denn du vom... Darum ist es technisch, das ist der Punkt. Darum wird es technisch, ja. Also, weißt, wie heisst das vom... auf Englisch Panpsychism, also dass eigentlich alles... Panpsychismus? Heisst das auf Deutsch, ja? Ja, genau. Das ist auch vorgekommen, ja. Also das ist ich meine, in der indischen Philosophie ist ja das sehr präsent. Also das heisst eigentlich, alles ist bewusst, oder? Also ich habe euch auch eine These aufgestellt, dass man im Heart Problem das Heart Problem lösen, wenn man sagt... Wo müssen wir da rauf? Ja, wir können so oder so. Komm so. Wenn du nicht noch einen Umweg machen willst, geht es da heim. Willst du heim? Dann können wir da. Ja, ich glaube, ist gut. Ja, dort kannst du zum Beispiel sagen, dass... Du könntest sagen, du hast das Problem nicht, wie kann Bewusstsein überhaupt entstehen, wenn du sagst, vielleicht ist Bewusstsein so wie Raum, Materie und Zeit eine Grundkonstante im Universum. Aha. Das ist eigentlich Panpsychismus. Dann hast du das Problem nicht mehr, wie kann das überhaupt entstehen. Aber das wäre jetzt nicht Bewusstsein als Inhalt, oder? Sondern Bewusstsein als die Fähigkeit, die grundlegende Fähigkeit, überhaupt etwas zu erleben. Und das gibt es in der Philosophie jetzt auch, die Richtung. Aber das würde heißen auch irgendwie, der Schnee erlebt etwas? Nicht unbedingt. Ja, der Chalmers geht jetzt zum Teil in diese Richtung. Der sagt, der Thermostat hat auch Bewusstsein und so, aber das macht er auch ein bisschen. Oft tun ja so Leute auch so provokative Thesen formulieren, weil sie dann mehr Beachtung haben, oder? Ja. Aber ich denke, er sagt ja, Information sei Bewusstsein. Und alles hat letztlich auch Information. Und dann sagt er, glaube ich, wenn wir von Bewusstsein reden und uns das vorstellen, dann stellen wir uns immer so eine anthropologische... Ja, wir stellen uns wahrscheinlich irgendwie noch Intelligenz darunter vor. Ja, oder? Genau, aber das hat ja alles nichts mit Bewusstsein zu tun. Ja. Mit wie sagt man? Anthropomorph. Ja, genau. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, das loszulassen. So Vorstellungen von Bewusstsein, die völlig andere Formen sind. Und ich könnte mir jetzt schon noch vorstellen, dass jedes Lebewesen so etwas wie ein Erleben hat. Und insofern hat es doch auch ein Bewusstsein. Bei den Lebewesen finde ich es auch gut vorstellbar. Ja, genau. Aber eben, und bei Bäumen vielleicht oder bei Pflanzen vielleicht ja, sogar auch noch. Alles, was lebt, oder? Aber Stein ist dann einfach die Frage, da ist wieder die Frage, ja, braucht brutal viel muss es dann irgendwie Eiweiß passiert sein, dass es lebt, oder kann es auch irgendwie Silizium? Ja, oder du kannst auch fragen, warum soll das Bewusstsein überhaupt an Leben gebunden sein? Oder es gibt dort das sogenannte Emergenzproblem auch. Also du kannst sagen, Lebewesen... Achtung! Bei Lebewesen entsteht das Bewusstsein. Also ich meine, beim Büsi und beim Hund und so können wir uns das gut vorstellen, dass da etwas erlebt, oder? Nachher hast du Amöben. Ja, hat das noch Bewusstsein und so? Und dann gehst du immer weiter, aber am Schluss hast du noch irgendein Riesenmolekül. Und dann musst du dich fragen... Dann hast du das Problem, dass es irgendwann in der Evolutionskette plötzlich so einen Schub gibt, einen Quantensprung, wo du Bewusstsein hast. Und das ist irgendwie philosophisch auch nicht so elegant. Wie willst du das begründen? Das ist so... Ja, die Emergenz, gell, von dem... Das Bewusstsein einfach irgendwann ist einfach da entstanden. Aber das könnte ja auch sein. Weißt, ich weiss jetzt gar nicht, was ich davon halte. Ich finde es noch elegant, wenn Bewusstsein so etwas ist, das gar nicht entstehen durch Biologie, sondern eine Grundkonstante im Universum ist. Das finde ich schon eine spannende These. Ja. Und dann heisst das nicht, dass der Stein irgendwie etwas erlebt. In dem Sinn, da wäre Bewusstsein einfach überall vorhanden. So etwas. Ja gut, das stellt sich dann schon die Frage, was ist denn Bewusstsein, wenn es nicht ein subjektives Erleben ist? Oder ist ein subjektives Erleben und Bewusstsein nicht? Ich glaube, ein subjektives Erleben setzt ja schon eine Persönlichkeit voraus. Aber du kannst dir ja bewusst sein, das sind ja alles nur Metaphern, oder? Aber ich stelle es mir, und das gibt es ja in einigen Philosophien,
dass man Bewusstsein sich als Raum vorstellt, als räumlich. Weil wir können ja eigentlich nur innerhalb von räumlichen Dimensionen erleben. Sogar wenn wir uns etwas vorstellen, ist es immer innerhalb von etwas Räumlichem. Oder denken und fühlen und wahrnehmen, das ist immer Raum, oder? Und da kannst du dir vorstellen, der Raum ist so etwas wie die Leinwand, worin oder worauf Bewusstseinsinhalt erscheint. Und dank dem nackten Bewusstsein quasi kann überhaupt etwas erlebt werden. Und jetzt sich das absolut nackte, inhaltslose Bewusstsein vorstellen, ist eigentlich gar nicht möglich, weil dann hast du schon wieder eine Vorstellung. Ja. Und darum übersteigt es, glaube ich, auch unsere Vorstellungen. Ah! Ja. Du, wir sind dort oben durch, wo wir haben gehört. Wir sind also dort musst du aufpassen. Bis dahin so hoch. Ja. Ich hoffe, du hast auch aus dieser Episode etwas Spannendes mitgenommen und schaust vielleicht sogar noch ein bisschen neugieriger auf deinen eigenen Geist. Ich freue mich auf jeden Fall über Rückmeldungen. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.